Bei SOS Sick of Silence kommen junge Menschen zu Wort, die vom Schicksal ausbremst worden sind. Es getrauen sich nicht alle offen über ihr Schicksal zu reden. Wir geben aber diesen Menschen eine Stimme. Ihre Geschichte wird von einem Schauspieler erzählt. Das ist die Geschichte von der Sonja. Sie ist 41. Also die ganze Spirale hat angefangen als Kind. 5-jährig bis etwa 10-jährig mit sexuellem Missbrauch, sexuellen Übergriff. Das war ein Onkel, der das gemacht hat. Als nachts ins Zimmer reingekommen ist. Und zuerst hat es angefangen mit Betatschen, Berühren, wo sich dann immer gesteigert hat. Penis auspacken, ins Maul nehmen. Und verrückt war eigentlich, dass meine Tante immer rum war, aber es nicht hat mitbekommen oder es einfach nicht mitbekommen hat. Du merkst als kleines Kind einfach, es stimmt etwas nicht, aber du kannst es nicht richtig einordnen. Also, du fühlst dich einfach nicht wohl. Das war der pure Horror. Ich wollte eigentlich nicht mehr vorbeigehen. Aber ich dann müssen, weil meine Eltern sie haben es nicht verstanden, wieso ich immer gerne gegangen bin und auf einmal nicht mehr. Mit Bauchkrämpfen bist du dann nicht da und hast es über dich ergehen. Der Rest war immer dann, wenn wir gegessen haben, in diesem Raum. Dann hat er mir unter dem Tisch so zwischen die Beine gelangt. Und es hat niemand sehen oder merken. Und als ich dann gesagt habe, ich sage es einer Tante oder Mami, Papi, dann kommen so Erpressungssachen. Ja, du weisst, Tante hat das Kind verloren in der Schwangerschaft, sie ist traurig. Dann machst du ihr noch mehr weh. So Manipulation und Erpressung. Wenn du jemanden gerne hast und weisst, er hat das Kind verloren, ist im Spital war, dann willst du nicht, dass es dieser Person noch schlechter geht wegen dir. Man ist so beeinflussbar, obwohl man später merkt, dass es gar nicht gestimmt hat. Ich habe es schlimm gefunden. Es hat mich geekelt. Schlecht, grusig. Ja, Ekel. Am liebsten nachher alles abwaschen. Und es ist dann nachher herausgekommen, dass er auch meine kleine Schwester missbraucht hat. Aber wir haben es voneinander nicht gewusst. Also er hat es recht gut versteckt. Meine Schwester hat es dann meinen Eltern erzählt und dann sind alle zu mir gekommen und wollten wissen, wie wir ja gleichzeitig dort waren, wieso dass ich es nicht gemerkt habe, wieso dass ich nicht aufgepasst habe als grosse Schwester. Und ich habe nur gesagt, ihr habt es alle auch nicht gemerkt. Ich bin ein Kind. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Eltern. Ich habe dann später noch gehört, dass er auch andere missbraucht hat und die sind dann vor Gericht gegangen, aber das hat auch nicht viel gebracht. Die Gerichtsverhandlungen waren erst, als ich schon so 25 war, also extrem viel später. Und ich weiss nur noch, dass die Anwälte gesagt haben, es sei schon so lange her und sie wissen nicht mehr, ob wir da durchkommen. Er ist dann nie verurteilt worden. Ich habe schon einige Jahre gebraucht, um mit dem klarzukommen. Ich hatte so Albträume, dass ich im Dunkeln bin und es kommt ein Ungeheuer, das mich annimmt. Und ich hatte Angst vor dem Ungeheuer, so eine grusige Fratze mit Klauen und mit Krallen. Und ich wollte immer weg und konnte nicht, weil es mich so festgehalten hat. Ich war gar nicht grosser Wunsch.
Also meine Eltern haben mir immer wieder gesagt, es wäre besser, es gibt mich nicht. Das habe ich dann auch erst als Erwachsene gelernt. Ich kann nichts dafür, dass ich auf der Welt bin. Da sind die 2 Personen zuständig. Und wenn sie Streit hatten, bin immer ich der Grund. Und dann haben sie immer gesagt, wenn wir dich nicht hätten, wäre es alles anders. Und ich habe mich nie erwünscht gefühlt, dass ich schon mit 7, 8 so die ersten Gedanken hatte. Was mache ich eigentlich auf dieser Welt? Wieso bin ich da? Mit meinem ersten Freund hat es einfach Probleme gegeben, weil meine Eltern nicht einverstanden waren, Kontakt verboten haben und ich wollte das nicht einsehen. Für mich hat es keinen Grund gegeben, dass ich den nicht sehen durfte. Und die Schwierigkeit war dann auch im Sexuellen, weil aufgrund der Erlebnisse als Kind hatte ich schon ein gestörtes Verhältnis. Also nicht zu Männern, weil ich habe gleich gelernt, dass nicht alle Männer gleich sind, aber zum Sexuellen schon. Ich hatte am Anfang recht Mühe, das zu geniessen, weil bei diesen Berührungen sind einfach immer die Bilder aufgekommen und der Ekel. Aber es war schön, mit ihm darüber zu reden. Er hat es dann auch verstanden und hat mich zu nichts gedrängt. Aber das hat dann leider ein schlimmes Ende genommen, weil mit 17 haben wir eine Party organisiert für eine Kollegin, also eine Überraschungsparty für sie. Und es ist dann mitten in der Party einer auftaucht und hat angefangen rumzuschiessen. Ein Ex-Partner von einer, der auch an der Party war und er war betrunken, Trennungsschmerz. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber laut psychiatrischem Gutachten war er nicht zurechnungsfähig wegen Trennungsschmerz, Alkohol, Drogen. Auf jeden Fall hat er einfach um sich geschossen und hat dann meinen Freund getroffen. Und zwar nur, weil mein Freund mich geschubst hat, sonst hätte er mich getroffen. Weil ich habe nicht gesehen, wo der Typ reingekommen ist, weil ich bin mit dem Rücken zu der Tür gestanden. Und wie mich mein Freund voll weggeschubst hat, war mein letzter Gedanke noch: «Du Arschloch.» Weil ich habe erst nachher gecheckt, dass er mir das Leben gerettet hat, weil er mich weggeschubst hat. Und ich hatte mega Mühe, das nachher zu verarbeiten, weil ich mir mega lange Vorwürfe gemacht habe, dass ich noch gedacht habe, Arschloch. Weil ich nicht verstanden habe, wieso er mich so heftig auf die Seite schubst. Ich habe eigentlich nie darüber geredet. Ich habe erst mit 30 richtig gelernt zu reden. Wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen unterwegs war, das hat mir Kraft gegeben. Energie und immer wieder das Zeichen, es gibt auch schöne Momente. Es lohnt sich zum Leben. Und das habe ich noch heute. Also wenn wir es lustig haben, das ist für mich das allergrößte Geschenk. Einige später bin ich am Abend heimgekommen vom Arbeiten. Es war für mich ein Abend wie jeder andere auch. Und ich bin dann in die Wohnung hinein und dann hat mich mein damaliger Partner gepackt, hat die Türen abgeschlossen. Ich habe eigentlich gedacht, er sei gar nicht daheim. Und dann hat er mir das Messer an den Hals gesetzt. Und ich habe ihn noch gefragt, was los sei, was er hat. Und er hat einfach gar nichts gesagt. Ich hatte Todesangst. Er hat mir dann 4 Stunden das Messer an den Hals gesetzt. Und mein Glück war, dass ich eigentlich mit einer Freundin an dem Abend abgemacht habe, zum Joggen. Und weil ich Epilepsie hatte, haben meine Freunde gewusst, dass sie können, wenn ich nicht auftauche, dass ich einen Anfall vielleicht hatte oder dass irgendetwas los ist. Darum hat sie mir dann angerufen. Und weil er gewusst hat, dass mein Umfeld reagiert, wenn ich nicht auftauche, dann hat er gesagt, ich soll das Telefon abnehmen, aber ich darf nichts sagen.
Und meine Kollegin, also wir kennen uns schon ein halbes Leben, sie hat mir zwar normale Fragen gestellt, aber ich habe immer das Gegenteil darauf geantwortet. Habe so geantwortet, dass er es nicht gecheckt hat. Und sie hat dann gemerkt, dass etwas nicht gut ist. Hat die Sanität angerufen. Dann ist noch die Polizei gekommen, und als er die Sirene gehört hat, ist er kurz verschrocken und sein Arm ist gesunken. Und ich habe ihn dann weggeschlagen, bin aufs WC gerannt und habe mich eingeschlossen. Er hat zwar gegen die WC-Tür geschlagen, und dann hat aber die Polizei die Türen aufgebrochen und es war ein Geschrei, ein Geklirre. Und sie haben ihn dann überwältigt. Und als ich zum WC rausgekommen bin, war die halbe Wohnung voller Blut. Alles kurz und klein geschlagen. Ich habe später noch mal mit ihm geredet, wollte wissen, was mit ihm war, aber er konnte es nicht sagen. Er ist auch immer noch in der Psychiatrie. Später bin ich beim Joggen im Wald von 3 Typen überfallen worden, die mich dann das dritte vergewaltigt haben. Und immer einer davon hat mir das Maul zugehebt, sodass ich fast keine Luft bekommen habe. Es war die pure Panik. Panik vor der Vergewaltigung, Panik vor dem Verstecken, weil sie mir so fest das Maul und die Nase zugehebt haben. Dann haben sie mich zuerst gepackt und ein Stückchen mitgeschleift. Ich hatte so Schmerzen, dass ich fast nicht laufen konnte. Und dann haben sie mich so einen kleinen Abhang herab ins Gebüsch gerührt. Als ich dann wieder zu mir gekommen bin, habe ich aus Reflex meine Eltern angerufen und hatte dann meine Mutter am Telefon. Und die hat dann gefunden, es sei ja alles nicht so tragisch. Dann hatte ich eine Kurzschlussreaktion und wollte mir das Leben nehmen. Ich habe mir einfach gedacht, ich bin nichts wert. Es ist mir jetzt mehrmals gezeigt worden, der ganze Scheiß seit Jahren. Immer wieder. Ich mag einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir den Arm aufgeschnitten mit einem Eisendraht. Es hat zwar geblutet, aber gestorben bin ich nicht. Und irgendwann hat dann das Hirn wieder funktioniert. Scheiße, was machst du eigentlich? Dann bin ich heim, Druckverband gemacht, am nächsten Tag wieder arbeiten. Aber nachher im Geschäft hatte ich einen Zusammenbruch. Ich habe das Erlebte einfach nicht verarbeitet. Ich hatte immer wieder Panik in der Nacht, konnte nicht schlafen, weil ich von der Vergewaltigung geträumt habe. Ich konnte nicht mehr essen, bin zusammengebrochen, bin ohnmächtig geworden. Und als ich dann zu mir gekommen bin, war die Sanität da. Sie haben die Verbände gesehen, haben mich darauf angesprochen und dann habe ich nur noch gebrüllt. Ich habe Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Aber mir hat niemand gefunden. Inzwischen bin ich noch im Rollstuhl gelandet, weil ich bin mit einer Bekannten beim Nachtessen war. Dann hatte ich einen epileptischen Anfall. Ich bin ins Spital gekommen. Und die Kollegin hat der Ärzte zwar noch gesagt, dass ich Epilepsie habe. Sie hat der Ärzte nur meine Medikamente gegeben. Aber ich hatte diese Woche vorher eine Magen-Darm-Grippe. Und dann kann es sein, dass die Medikamente nicht die volle Wirkung haben und man wieder einen Anfall hat. Aber sie haben im Spital auch falsch reagiert. Sie haben mir das Bett ohne Seitengitter gegeben und dann bin ich bei einem Anfall rausgefallen. Dann haben sie mir die falschen Medikamente gegeben und ich war 6 Wochen im Koma. Dann bin ich aufgewacht, habe meine Beine gespürt und habe Panik bekommen. In meinen Augen eine normale Reaktion, aber der Arzt hat dann gefunden, ich muss in die Psychiatrie, weil ich gebrüllt und geschrien habe. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Zuerst wollten sie mich noch in ein altes Pflegeheim stecken.
meine Wohnung aufheben. Mir einen Vormund gegeben, das habe ich dann mit einem Anwalt verhindert. Und er hat dann auch die Idee gehabt mit einer Reha-Klinik und hat es dann veranlasst. Das war dann die Zeit, wo ich mich an den Rollstuhl und mein Leben musste planen im Rollstuhl. Und jetzt habe ich zu allem anderen auch noch die Diagnose Magen-Darm-Krebs.